Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Pressekonf Reaction. Ja Leute, diesmal vor dem Halbfinale-Rückspiel in der Champions League bei Real Madrid. Pressekonferenz geht gerade los. Natürlich angefangen mit Manuel Neuer. Und ja, wie immer, der Hinweis, wenn euch gefällt, was ihr seht, scrollt mal unter das Video, findet den Abonnieren-Button. Damit unterstützt ihr das, was ich hier tue. Vielen lieben Dank dafür und damit rein in den Bums. Ja, ein herzliches Willkommen in und aus Madrid. Der Servus. FC Bayern freut sich wirklich sehr auf das Ja, Halbfinale-Rückspiel freut er sich in sehr, der ne? Mal gucken, ob die auch nur ein Mikrofon haben da. Mal schauen. UEFA Champions League morgen hier gegen Real Madrid, worüber jetzt Manuel Neuer in Teil 1 der Pressekonferenz schon Antworten geben wird. Freuen wir uns auch. Servus Manu. Servus. Und hallo zusammen nochmal, bitte. Dann wollen wir starten. Die erste Frage per Handzeichen signalisieren, das Mikrofon in Empfang nehmen und los geht's. Hier die zweite Reihe. Julian Wolf für die Welt. Ja, hallo Manu. Hallo. Ihr habt ein gutes Spiel gemacht im Hinspiel. Auf was wird es morgen ankommen? Was muss noch besser werden, dass man diesen letzten Schritt nach Wembley gehen kann? So, muss ich immer warten, bis Sie übersetzen, oder? Ich glaube nicht, dass du es jetzt nicht parallel. Ja, es wird mal für beide Mannschaften, glaube ich, auf eine sehr gute Tagesform ankommen. Und ich glaube, was so den Unterschied machen kann, ist, glaube ich, auch das erste Tor. Und Ja, und vielleicht sollte man dann auch eine bessere Form machen wie in Stuttgart, war Manu? dieser Punch, das war ein bisschen ärgerlich vielleicht in der Allianz Arena, dass wir nicht zu Beginn sofort die erste Chance auch genutzt haben. Aber ich glaube, gegen so eine Mannschaft wie Real Madrid kommt es immer auf die Kleinigkeiten an. Und das wird morgen auch der Fall sein. Ich glaube, der Fokus wird bei beiden Mannschaften sehr hoch liegen. Die Konzentration, keiner will einen Fehler machen. Jeder will jede Situation nutzen, um für sich was Positives daraus zu gestalten. Und ich glaube, offensiv haben beide Mannschaften wirklich eine sehr gute Schlagkraft. Und wer dann dieses Momentum für sich einfach hat, der kann auch einen Vorteil daraus ziehen. Dankeschön, du hast recht. Ja, gehe ich mit. Also das erste Tor könnte eine Entscheidung bringen oder das Spiel in eine Richtung lenken, muss aber auch nicht, oder? Also, aber ja, wenn man natürlich einzeln in Führung geht, aber wenn du schnell einen Ausgleich kriegst und so weiter, also wird sehr wahrscheinlich auf Kleinigkeiten drauf an, zumindest wenn beide Mannschaften die richtige Einstellung haben, beide Mannschaften 110% geben, dann wird es auf Kleinigkeiten ankommen, ja. Einen Moment, warten wir vielleicht immer Verzug. Dann Frank Linkesch für den Kicker, bitte. Ja, Manu, hallo, zwei Fragen. Du warst ja schon öfter hier im Bernabeu. Wie ist der erste Eindruck von diesem umgebauten Tempel? Und mit Blick auf 2012, als du hier vielleicht an Junge, nimm doch mal deine Birne aus der Kamera. der größten Abende hattest mit dem Elfmeterschießen, bist du auf sowas morgen eingestellt? Hast du dich speziell auch auf ein mögliches Elfmeterschießen vorbereitet oder ist das dann am Ende alles intuitiv? Ja, es ist ein Halbfinale, es ist ein K.O.-Spiel und deshalb sind auch die Torhüter immer darauf vorbereitet, dass alles passieren kann. Wir als Mannschaft sind auch darauf eingestellt, dass es über 120 Minuten auch in ein Elfmeterschießen gehen könnte. Ja, wäre traurig, wenn man nicht drauf eingestellt wäre, oder? Von Anfang an geht man natürlich nicht immer davon aus, aber das entwickelt sich einfach im Spielverlauf und der Fokus wird bis zum Ende hoch sein. Dann auf der Seite ein Die andere Frage hast du nicht beantwortet. Wie gefällt dir das neue umgebaute Stadion, Manu? Was ist los? Bist du nicht konzentriert bei der Sache, oder was? Junge. Da wollen wir hoffen, dass du morgen Abend konzentrierter bist. spanischer Kollege, ja? Hola Manuel, aquí José Hallo Manuel. Defensa Central. Yo quería saber, ¿quién te Ich parece hätte jugador eine más Frage. peligroso de Wer Real ist Madrid deiner como Meinung portero? nach der gefährlichste Spieler von Real Madrid aus Sicht des Torwarts? Und dann auch dein Eindruck zum neuen Bernabeu-Stadion. Ja, nochmal die Frage. Frech, Manu, also ehrlich. Ja, ich glaube, jetzt einen einzelnen Spieler hervorzuheben, da tue ich mir immer sehr schwer mit, weil Real ja wirklich aus der Historie heraus sehr viele gute Offensivspieler immer in dem Kader hat. Und wenn wir jetzt Jude zum Beispiel nehmen oder auch Vinny natürlich, der im Hinspiel geglänzt hat, dann ist es so, dass nicht nur die beiden herausragend sind, sondern auch andere Spieler den Unterschied machen können. Und der Eindruck vom Stadion ist einfach imposant. Ich kenne das Bernabeu-Stadion natürlich auch aus den Spielen von davor, aber ich glaube auch diese Anzeigetafel, diese Bande drumherum in dem Stadion und ja, an sich einfach dieses
dieses Stadion hat was Besonderes, was Historisches und es ist, glaube ich, es gibt kaum ein Stadion in Europa oder auf der Welt, wo es schöner ist, für einen kleinen Jungen dann irgendwann mal später spielen zu dürfen. Und wir sind sehr froh, dass wir hier morgen spielen dürfen. Dann auf der linken Seite bitte wieder David Fairhoff für die Bild-Zeitung. Hallo Manuel. Nochmal zurück zu den Elfmetern. Hast du dich speziell auf die Schützen schon vorbereitet und hast du einen ausgemacht, der besonders gefährlich sein könnte in einem möglichen... Ja, natürlich. Da wird er natürlich jetzt auch verraten, oder? Ist doch klar. Ja, bei Spieler A, B, C springe ich links, rechts, links, rechts. Elfmeterschießen? Ja, alle sind gefährlich erstmal. Jeder Schütze, der gegen uns antritt und vor allem, ich weiß nicht, wann der Manu das letzte Mal einen Elfer gehalten hat. Also gefühlt hält er keine Elfer, oder? Schon ewig her. Also. Das Gleiche gilt, glaube ich, auch für uns. Ich denke, dass das auch so ein kleines Mindgame immer ist mit dem Schützen und mit dem Torhüter. Und ich versuche, dieses Duell immer für mich zu entscheiden. Aber am Ende entscheidet trotzdem immer der Schütze, wo der Ball hingeht. Dann hier vorne, erste Reihe, bitte, ja. Buenas tardes, Manuel. Ja, hallo Manuel für eine argentinische Zeitung. Die emotionale Einstellung wird auch ausschlaggebend sein für das Rückspiel. Was kannst du dazu sagen bezüglich deiner Mannschaft? Habt ihr eine besondere Vorbereitung gemacht für das morgige Spiel? Wie geht ihr emotional mit dem Ganzen? Ja, 90 Minuten vor Anpfiff wird der Film 300 geguckt, damit alle heiß sind. Ja, emotional ist es so, dass du trotzdem als Mannschaft, auch wenn du in so einem Stadion gegen so eine tolle Mannschaft wie Real Madrid spielst, bei dir bleiben musst. Du brauchst ein gewisses Gefühl von Selbstvertrauen, von dem Gefühl dieses Vertrauen dem Gegenüber oder beziehungsweise deinem Mannschaftskollegen, der vor dir steht, der neben dir steht, einfach zu haben. Und da muss man sich gegenseitig helfen. Und man darf nicht erstarren und erschrecken, sondern man muss dieses Gefühl, was von außen auf einen Spieler auf dem Platz einprasselt, einfach positiv ummünzen. Das ist jetzt leicht gesagt, aber dieses Gefühl von Druck in was Positives umwälzen und das versuchen wir morgen zu machen und einfach in der Leistung, die wir bringen können, wenn wir diese auf den Platz bringen, dann sind wir auf jeden Fall ein Kandidat fürs Finale. Dann hintere Reihe. Große Worte, Manu. Wir messen dich daran, ne? Ja, ich sehe es nicht genau hinter Carrie Hau. Okay. Jonas Gerdes, RTL Sport. Hallo Manu. Heute Abend ist auch ein wichtiges Halbfinale in der Champions League. Habt ihr als Team irgendwas verabredet? Schaut ihr es gemeinsam, in Gruppen oder alleine? Also wir werden das Spiel auf jeden Fall schauen, aber ich glaube, dass einige Leute bei der medizinischen Abteilung sind, andere sind vielleicht im Meetingraum und schauen sich das, einige vielleicht auf dem Zimmer. Also ist jetzt noch nicht abgesprochen, aber ich glaube, diejenigen, die dann die Pflege brauchen, einfach bei den Medizinern, bei den Physiotherapeuten, die werden eher in dem Reha-Raum sein und die anderen vielleicht im Meetingraum oder auf dem Zimmer, je nachdem, was für ein Typ man ist. Dokument. Dann hier vorne wieder, erste Reihe, bitte. Yes. Manuel Marcelo Doval de Dos. Du bist einer der Überlebenden des Viertelfinales 2017, als deine Mannschaft wirklich sehr beeinträchtigt gewesen ist. Hast du noch Erinnerungen an dieses Spiel oder fürchtest du, dass sich etwas Ähnliches wiederholen könnte? Also ich bin jetzt nicht hier mit Angst angereist, sondern wir sind sehr selbstbewusst. Wir wissen, was für ein Spiel wir vor einer Woche gemacht haben. Wir kennen unseren Gegner. Das ist auch gut, dass wir so gegen eine so klasse Mannschaft spielen werden und dass wir unser Gegenüber kennen. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Wenn du weißt, auf wen du triffst, kannst du dich gut vorbereiten. Und wenn du weißt auch, dass du die Möglichkeit hattest, Real zu schlagen zu Hause, dann wirst du die Möglichkeit auch haben, hier in Madrid dieses Spiel zu gewinnen. Hier in der Mitte Torben Hoffmann für Sky. Servus Manu. Matthijs de Ligt scheint wieder fit zu sein, Eric Dyer auch nach seiner Platzwunde. Wie wichtig ist für dich persönlich auch als Kapitän, ist auch vielleicht auch eine Innenverteidigung vor dir zu haben, die auch kommunizieren, die organisieren, die auch verbal ja eine Stütze und Hilfe sind auf dem Feld, gerade auch bei diesem Stadion, bei der hitzigen Atmosphäre? Ja, ich glaube, es ist einfach wichtig, von der Körpersprache her auch da zu sein und man wird vielleicht auf dem Platz nicht immer so viel verstehen, weil die Lautstärke dann in so einem Stadion auch eine Rolle spielt. Aber wenn man sieht, dass der ein oder andere Spieler mit dem Körper da ist.
Der Erik, der macht sich schon bemerkbar. Macht euch mal keine Sorgen, Leute. Der was Positives ausstrahlt, der versucht zu dirigieren und auch natürlich zu sprechen. Das ist ganz entscheidend für uns, für gerade die Defensive. Und wenn das ein Pärchen ist, die sich sehr gut verstehen und auch, glaube ich, in der Vergangenheit schon sehr gut harmoniert haben, dann ist es entscheidend für uns natürlich auch, dass wir eine stabile Abwehr haben. Und wir freuen uns natürlich, dass Matthijs auch wieder zurück ist. Gleichreihe Manuel Bunke für Merkur und TZ. Hi Manu, servus. Manu, was hat denn Thomas Tuchel eben vorher beim Pitchwalk euch ein bisschen eingeschworen? Über was habt ihr da gesprochen? Hat er euch nochmal emotional gepackt oder habt ihr über Rasenzustand gesprochen? Taktische Einheiten waren ja wahrscheinlich auch verbal nicht mehr möglich. Nee, taktisch war das jetzt nicht. Es ging eher darum, dass jeder Spieler von uns, der mal Träume hatte, sicherlich auch dann mal über Real Madrid nachgedacht hat und über dieses Stadion und über so ein Spiel einfach die Möglichkeit zu haben, ins Finale einziehen zu können. Und der Champions League-Titel ist, glaube ich, der größte Traum von jedem Vereinsfußballer. Und dass wir diese Möglichkeit haben, dessen sollen wir uns einfach bewusst sein. Und das war so mehr oder weniger der Credo, dass man nochmal in die Kindheit zurückgehen sollte und was man gemeinsam mit unserer Mannschaft jetzt zusammen erreicht hat, aber dieser letzte Schritt natürlich noch nicht gegangen ist. Wenn der vorletzte Schritt, bitte, ja? Ne? Wir wollen ja nicht, dass dann im Finale Ende ist. Dann hier vorne in der ersten Reihe, bitte. Yes, please. Hi, Ian Ladyman from the Daily Mail newspaper in England. I just ask you how impressed. Kann ich Sie fragen, wie beeindruckt Sie sind? Was Harry Kane betrifft. Und sind Sie auch beeindruckt, wenn Sie seinen Teamkollegen Jude Bellingham sehen? Sie haben ja mit Blick auf den Elfmeter in der letzten Woche, da hat es ja auch ein Abwarten gegeben. Gewesen ist in der Vergangenheit und jetzt gerade auch international ist es so, dass wir mit Harry einen Stürmer haben, wovor auch die gegnerischen Mannschaften einfach sehr viel Respekt haben. Und das ist natürlich was auch beeindruckend ist, gerade nicht nur seine Tore, die er erzielt hat, sondern auch die Scorerpunkte, die er erzielt hat. Und natürlich wissen wir auch auf der anderen Seite, dass Real sehr gute Spieler hat und auch Jude, den kennen wir natürlich aus der Bundesliga und wir wissen auch, wo seine Stärken und Schwächen liegen und dass er ein Spieler ist, der eine Mannschaft auch mitreißen kann, auch einfach mit seiner Athletik und mit seiner Art und Weise zu kämpfen und diese 1-gegen-1 Duelle gerne zu spielen und ich glaube, um nochmal auf Harry zurückzukommen, er wird der wichtige Faktor für uns auch morgen wieder sein und er ist derjenige, der mit jedem Körperteil einfach ein Tor erzielen kann. Machen wir noch 3, 4 Fragen bitte, ganz hinten, vorletzte Reihe, yes please. Hola Manuel. Hallo Manuel. Hola. Eine Frage zu Jude Bellingham. Er hat in Spanien für sehr viel Überraschungen gesorgt. Du hattest... weiß nicht, warum die anderen Ligen immer irgendwie sich an einzelnen Spielern in ihren Mannschaften hochziehen. Verstehe ich immer nicht. Gegen ihn in der Bundesliga häufig gespielt. Hat dich seine Leistung hier in Spanien überrascht? Und gut, Madrid hat die Liga gewonnen. Und glaubst du, dass er auch ein Kandidat sein könnte für den Ballon d'Or? Ja, natürlich. Also wenn man bis zum Ende immer in allen Wettbewerben mit dabei ist in der Champions League und auch La Liga gewonnen hat mit dieser Mannschaft, ist er sicherlich ein Kandidat dafür. Abhängig davon wird es natürlich auch sein, was jetzt England mit der Nationalmannschaft im Sommer machen wird. Aber ich glaube, in der Bundesliga haben wir seine Fähigkeiten schon gesehen und der Transfer und auch die Verpflichtung von Jude nach Real Madrid, das hat natürlich absolut Sinn gemacht und er hat natürlich auch wirklich wie eine Bombe eingeschlagen hier und in dieser Position, halt vielleicht auch ein bisschen offensiver, als er das in der Bundesliga bei Dortmund gespielt hat, war das jetzt nicht unbedingt so zu erwarten, dass er von Anfang an so viele Tore erzielt und dass auch nach Benzema jemand da ist, der natürlich diesen Offensivdrang hat und diese als Achter, vielleicht Zehner, der dann vorne reinsticht,
diese Tore erzielt und auch so wichtig ist für diesen ganzen Offensivfußball, den Real auch spielt. Damit konnte man jetzt nicht von Anfang an ausgehen, aber ich glaube, dass es jeder Spieler von uns, der ihn auch gesehen hat bei Dortmund, auf jeden Fall erwartet hat, dass Jude einschlagen wird, und das hat er auch diese Saison getan. Dann hier vorne, der Kollege aus Schweden. Ja, traurig, dass man sich nicht um den Spieler bemüht hat, wa? Hi, Olof Lund, TV for Sweden. Ja, hallo. Als Ancelotti Trainer von Bayern München war, warum glaubst du, war er nicht erfolgreich und musste nach 17 Monaten wieder gehen? Und weshalb ist er hier wieder erfolgreich? Was macht dich? Weil ich ihn nicht so gemacht habe. Ihn in Madrid erfolgreich. Was ist jetzt erfolgreich, was ist nicht erfolgreich? Und ich denke, dass wir im nationalen Wettbewerb mit ihm erfolgreich gewesen sind. Was dann vielleicht nochmal was anderes war, ist einfach die Champions League. Und da haben wir es leider zusammen mit ihm, mit unserer Mannschaft dann nicht geschafft, diese Duelle in der K.O.-Phase dann so zu gewinnen, wie das vielleicht Real gemacht hat. Aber grundsätzlich kann man ihm den Erfolg jetzt nicht absprechen bei Bayern. Eine Reihe davor, jetzt please. Adin Sadiko, Artmotion Kosovo. A few minutes ago I saw Coach Tuchel gathered all the players in the middle of the pitch. Frage aus dem Kosovo. Alle Spieler oder ich habe gesehen, dass ihr euch alle zusammengestellt habt in der Mitte des Stadions. Worüber habt ihr gesprochen? War es ein Motivational Speak oder was war das genau? Ja, also natürlich ist es allein schon motivierend, hier ins Stadion einzulaufen, sich das Stadion anzuschauen und über morgen schon mal nachzudenken und eine kurze Platzbegehung zu machen, um zu sehen, was einen morgen erwartet. Ein grüner Rasen wahrscheinlich. Ach Leute, ich weiß nicht, der Manu, der ist... Ich weiß es nicht. Okay, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Gleich sind wir zurück mit unserem Cheftrainer Tom. Aber das war der Manu, Leute. Ja, er hat das erzählt, was man hören möchte. Und ja, damit können wir es beenden, oder? Leute, rot-weiße Grüße gehen raus. Schnallt euch an. Morgen wird wild. Und in diesem Sinne, rot-weiße Grüße, Leute. Vielen Dank für euren Support hier. Vielen lieben Dank, dass ihr euch das Video bis zum Ende angeschaut habt. Vielen lieben Dank für euren Support. Wie immer, lasst gerne einen Daumen da. Ich freue mich auch über jeden Kommentar, der geschrieben wird. Und in diesem Sinne nochmal rot-weiße Grüße gehen raus. Und jetzt zum Abschied noch ein paar nette O-Töne von unseren vergangenen Trainern. Ein dicker Kuss von der Trainer von der Meister. Was das Allerwichtigste ist, weil wir wissen, dass er ein guter Kerl ist. Wir sind schockverliebt in meine Mannschaft. Also ich fand, das hat Spaß gemacht zu coachen. Ein Trainer ist nicht ein Idiot. Ein Trainer sieht, was passiert im Platz. Dahin bist du eher Trainer und wenn du viele Spiele hast, bist du mehr Coach als Trainer und ich bin schon lieber Trainer als Coach. Geiler Satz. Magic.